Ja, was ist das denn, Freunde? Da startet man das Spiel und plötzlich steht da Tau Bye Säule erhalten. Okay. Kam man mit dem letzten Update, obwohl ich dachte, Version 1.20 hatte ich vorhin auch schon gehabt in den letzten Folgen, aber egal. Dann kommt der Menü Fahrzeuge, okay. Das gucken wir uns an, das wird ja wohl nicht hier sein. Shops ja auch nicht, weil da geht es ja dann zum E-Shop. Beziehungsweise nicht E-Shop, sondern natürlich Dingsbums. Dingsbums. Dingsebumse. Steam Shop, so. Es bleiben nur noch 9 Tage, immer noch, ne? Ja, ein Tag dauert hier. Bei Dragon Ball Z Kakarot doch relativ lange. Aber ich bin froh, wenn es jetzt hinterher mal ein bisschen zum Ende hin der Cell-Saga geht. Oder Cyborg-Saga, whatever. Dann kommen noch die spannenden Kämpfe. Ich bin auch gespannt, wie es nachher dann so dazwischen aussieht. Zwischen der Cell und, beziehungsweise zwischen der Cyborg und der Buu-Saga. Und vielleicht doch noch irgendwie auch das Jenseits und so mit ins Spiel genommen hat. Weil klar, es gibt viele Filler im Anime von Dragon Ball Z, wo man sich fragt, war das eigentlich nötig? Es gibt auch andere Filler, wie zum Beispiel die Garlic Junior Saga oder das Turnier im Jenseits. Wo es irgendwie Goku und Co., beziehungsweise eigentlich war es nur Goku, irgendwie die Kaios der anderen Himmelsrichtungen, beziehungsweise Richtungen, doch Himmelsrichtungen, stimmt soweit eigentlich, kennengelernt hat, einen Daikaio etc. etc. Dann auch Paikuhan und so, da war eigentlich schon relativ spannend. Und hätte ich deswegen gefeiert, okay. Ja, ist klar, ich muss ja die Hauptstory weitermachen. Na gut, aber hier kann es nicht sein, nee, da ist was anderes. Die beiden kommen erst noch. Werde und Spiegel sind, Der geht schon Super Saiyajin Gott, wa? Im Menü Fahrzeuge. Also ich weiß nicht, wie es... Ich muss erstmal... Also ich meine, ich habe generell noch nie ein Fahrzeug überhaupt produziert, von dem her. Ja gut, doch. Hier... Da ist nicht Menü, das ist einfach hier Fahrzeuge an und für sich, fertig. Das ist hier auch nie, oder? Flugzeug, Truck. Nee, ich sehe hier nichts von Tau Bye Dingsbums. Da muss man sowieso noch mal ein bisschen angucken, Freunde, wie das genau ist mit diesen Fahrzeugen. Aber ich bin ja falsch, oder? Ja, natürlich bin ich falsch. Du. Beziehungsweise, nee, ich bin richtig. Hä? Hat er schneller geladen? Ich dachte, hey, war doch gerade noch... Hä? Okay. Gerade ein bisschen creepy. Hey, war doch schon hier. War ich bei der westlichen Hauptstadt. Kein Plan mehr. Ich bin dezent verwirrt. Was heißt dezent? So. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Gohan, was machst du? Hä? Hier war's doch. Was zum... Ach so, da. So. Ja, aber ist nur einer. Ich habe noch zwei. Rein gerade etwas? Nö. Da war bloß meine Einbildung. Sektkugeln. Ja, also ich meine, das Gebiet ist jetzt nicht so groß. Das müsste man eigentlich finden. Oh, da habe ich's.
Entweder das oder eine D-Medaille, eins von beiden. Jo. Ja, nein! Ist zwar interessant, aber wollte gerade nicht hin. Und tschüss, wieder zurück. So. Ein bisschen Glück sehe ich von weitem. Alter, diese C21er gehen mir auf den Sack. Aber eben andererseits, ich hoffe ja, immer noch, dass das Spiel dann noch relativ viel Content nachbekommen wird. Eben auch das, was ich erwähnt habe, vielleicht mit irgendwelchen Sidequests, die halt auf... Jo, krieg's locker hin. Mit Sidequests, die halt auf Filler basieren. Generell Filler Episoden. Ernsthaft? Ja, dann kommst du halt. Triff nicht mal. Halt schon was aus, kannst sagen, was du willst. Das nenne ich einen ordentlichen Himmelhieb in der Pokémon-Sprache. Pokémon habe ich auch schon ewig nicht mehr gezockt, fällt mir gerade mal so by the way ein. Aber auch nur, weil es da ja mittlerweile auch wieder neue DLCs bzw. neuen Content gibt. Ah, da unten ist es. Ja, Entschuldigung, diese Kakarot. Ich meine, klar, bisher gab es eigentlich erst ein DLC. Was von dem her, wo man sich fragt, okay, es gibt die Super Saiyan God Transformationen, ja. Die Story ist irgendwie auch komplett anders, als man es aus dem Anime bzw. dem Film kennt. Ja. Ja, ist halt was anderes, ne? Muss nicht immer das Gleiche sein. Das schon. Andererseits für so ein... Ja gut, es ist so ein DLC, das heißt irgendwie auch, ja, es ist keine richtige Story, es ist eigentlich mehr Sidequest-mäßig und so. Ja. Aber es soll ja noch mehr kommen. Es soll. So. Was wir ja hatten, ich erinnere mich wieder, bezüglich Sidequests und so hatten wir das sind noch, wo ich gesagt habe, ich meine, klar, wir sind erst noch bei Folge 8 drin. Und die stand in Folge 8 und geht bis Folge 10. Aber müssen die nicht jetzt doch schon verfügbar sein? Außer natürlich, es kann eben sein, was ich schon erwähnt hatte, dass diese Quest hier auf dieser Aufbau, wenn ich die nicht gemacht habe, geht die auch nicht. Wobei, ich finde jetzt zwar einen Hinweis noch ganz nett, aber gut. Man kann eh nicht alles haben. Das Einzige, was ich am Spiel ein bisschen schade finde, dass man die Schwierigkeitsstufe nicht einstellen kann. Und ich habe es zumindest nicht gesehen, weil ich finde es... Ja... Ich weiß, es gab Kämpfe, vor allem die ersten härteren, so gegen Raditz und gegen Vegeta, wo ich ein bisschen Trouble hatte, ein bisschen gestruggelt bin. Aber ganz ehrlich, generell ist es eigentlich eher zu einfach. Ich habe eigentlich nie mehr wirklich Probleme, obwohl mit, ja, sagen wir jetzt mal, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so stark bin, beziehungsweise jetzt nicht so viele Techniken oder taktisch vorgehe und so weiter und so fort. Aber ja, ich meine, man sieht es ja hier, ich kann nicht irgendwie das irgendwie höher einstellen oder so, aber vielleicht kommt noch was. Wie gesagt, ich glaube, das Spiel hat großes Potenzial, wo man immer wieder ein bisschen erweitern könnte. Außer die haben sich jetzt, die Entwickler haben sich gesagt, jo, wir brauchen einfach mal was als Übergangslösung, bis Xenoverse 3 erscheint. Könnte ja auch sein. Okay, warte mal, können hier noch irgendwie was machen? Komm, wir haben so viele davon. Meeresfrüchte. Oh, Meeresfrüchte geht. Ich hab gerade noch Krümelreis. Hä, du kleiner Krümel.
Dino-Ramen. Oh, leckeres Ramen, ey. Man denkt ja vielleicht schnell mal, Ramen ist eigentlich nur Nudelsuppe, aber wenn Ramen wirklich richtig authentisch, sag jetzt doch schon mal original gemacht ist, kann das so lecker sein. Hatte ich leider bisher auch erst einmal. Schade, schade. Das sind die Dinger wieder. Die Dinger haben wir jetzt auch zu wenig gebraucht bisher. Bulma-san, お待たせしました。それそれ上出来よ、ありがとう。ってちょっとその姿は何よ、本当にごはんくんなの？この姿には事情があって。事情って何があったらそんな。Jo, er ist blond. 冷静に考えたらあんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたらこっちの身が持たないわ。さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな、ブルマさん。とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。はい、逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ごはんくん、どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ。いてくれ。そうですね、わかりました。Das klingt nach einem Kampf? Fragezeichen. Ausrufezeichen. これが人造人間。お父さんを殺すために作られた存在か。いやー、できたできた。うまくいったんですね。ここまではね。ごはんくんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけどこのチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて、あとはこれを頭に入れればパッチ。さて、どうかしら。俺はよし、動けたわね。あんた名前は言える？名は16号。そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー。記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やったお前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう。なに、別に構わんよ。それにそこのごはんくんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫ご飯。俺の記憶データにある存在だ。ちょっと、孫くんの息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そういうのはあっさりしてんのね。じっと見つめて、なんだろう。博士、なんだね。この体どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。うん、まあ構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか。もしもの時に備えてな。はあ。悪いけど言ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。俺は先に行く。森で会おう。ごはんくん、よろしく頼むわね。はい。
Das kann lustig werden. Könnte ich jetzt hier direkt auch schon... Nee. Mal sagen, was anderes machen. Ständig diese Ladescreens. Lululu. Lalala. So. Hier haben wir die Garage. Mal hier gucken. Ich sage nur Materialladen war. Doch relativ viel hat. Okay. Jetzt im Labor selber muss er schon rein. Okay. War zu erwarten. Moment, ganz kurz. Da hinten ist es. Das war auch hier, aber wir wollen noch mal ganz kurz sicher gehen. Das erste Mal, wo Son Gohan nun auf einen Cyborg trifft, ja? Pff, Wald weg. どうですか体。悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あなたは動物が好きなんですか？ああ。彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あなたは本当に僕のお父さんを殺すつもりなんですか？そうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんて。かつてドクターゲロが言っていた。俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているとな。Wenn ich mal ganz kurz erwähnen darf, ich finde das so interessant, aber auch gut gemacht, wie man hier auf verschiedene Aspekte der, sag jetzt doch mal, Situation im Anime, aber auch im Manga, jetzt hier durch diesen, ich nenne es doch mal Sidequest-Filler darauf hinweist. Erst einmal das mit dem Abbild seines verstorbenen Sohns, das wird im Manga, im Anime nie erwähnt, stimmt aber. Das wurde mal in, glaube ich, in gewissen Chroniken von Dragon Ball Z, beziehungsweise von Dragon Ball wurde es mal erwähnt. Übrigens, das Reh da unten blinzelt gar nicht. Nur mal so ganz kurz erwähnt. Und das mit eben, dass er Kämpfe verabscheut und so, dass er die Tiere liebt und so, dass Son Gohan so C16 auch näher kennenlernt. Wegen halt dann Ereignissen, die noch kommen werden, die wir alle kennen, aber die ansonsten im Anime und Manga kaum Sinn ergeben haben. Obwohl es episch war, das schon, aber es hat nicht viel Sinn ergeben. Aber das hier, wenn man das hier nacherlebt hat, dann macht es doch viel mehr Sinn. だが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺は、そういう意味でも欠陥品だ。そんな。俺は。こんなとこに集まってやがったか。なんだお前たち。 Übrigens auch interessant zu erwähnen, wegen C16, wir wissen mittlerweile, wurde hier im Spiel ja auch bestätigt, dass Achti ja auch ein Cyborg ist mit der Bezeichnung C8, also wurde auch von Dr. Gero erbaut. Oder vielleicht ein Assistent von Dr. Gero, auf alle Fälle stammt er auch von der Red Ribbon Armee. Gut, das wussten wir sowieso. Aber beide Cyborgs, die ja kein original menschliches Skelett oder beziehungsweise menschliches Individuum als Vorbild hatten, sondern einfach halt, also nicht umgebaut wurden, sondern quasi nachgebaut wurden, beide verabscheuen Gewalt.
das soweit nochmal ganz kurz dazu. そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ。動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密漁団か。孫悟飯。はい。あんな奴らやっつけてやる。Also ich dachte schon Teamwork. Da wäre es ja geil gewesen. Servus. Nein, verdammt. Ganz vergessen, die Reichweite. Ups. Wow. Bye bye. Da. やったな。はい。孫悟飯。動物たちを守ってくれてありがとう。それに、俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。Das hätten wir ihm auch vorher sagen können. おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？でも僕よりお父さんの方が。お前も俺と似たものを感じる。さあ、そろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる？どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ。密漁者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫くんの子供と人造人間ね。いえ、そんなことを。そうだわ。今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ。せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。Eigentlich wollten sie zu einem Familienausflug und Son Gohan wollte einfach ein bisschen warten, weil während der Fahrt ja, sicher vielleicht etwas zwischen Goku und Chi-Chi wieder, wie soll ich sagen, so Normalität, Eheleben und so wieder ein bisschen, naja, hätte reichen können. Ha. Das ist C16. Okay. Wieder ein Ladescreen. Ich frage mich jetzt gerade, warum. Wie lange sollte die Quest jetzt durch sein?
ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。 Chichis Gesichtsausdruck ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also zumindest für so, wie man sie ja sonst kennt, sag ich jetzt mal. Aber egal, Freunde, es weitergeht zwischen Son Goku und Chi-Chi und vielleicht wird hier noch auf etwas anderes hingewiesen, was wir im Original auch nicht so erlebt haben, also sprich im Anime und im Manga. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Bye bye.